Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk zum Spiel in Mainz. Ja, es gibt eigentlich nicht so viel zu sagen. Die erste halbe Stunde haben wir Fußball gespielt, danach haben wir das Fußballspielen eingestellt und haben nur noch Auslaufen betrieben und das Ding nach Hause geschaukelt und ja, sah wieder so ein bisschen nach Rückfall in alte Zeiten aus, aber ich denke einfach mal so, bei manchen Spielen bei manchen Spieler war halt einfach schon das Spiel am Mittwoch im Hinterkopf Pokalspiel und ja, wenn man nach einer halben Stunde 3:0 führt, ja, was soll man der Mannschaft da großen Vorwurf machen? Bis dahin war es okay, war es ordentlich, war es engagiert. Wie gesagt, ab der 30., 35. Minute haben wir ja das Fußballspiel eingestellt. Zweite Halbzeit war gar nichts mehr. Zweite Halbzeit war ja nur Verwalten angesagt. Man hat es auch gemerkt, es wollte kaum noch jemand wirklich irgendwie mal ein bisschen Gas geben. Ähm, ja, fand ich persönlich nicht so toll. Ich habe noch keine Interviews gelesen oder gehört. Weiß nicht, was der Hansi dazu sagte. Und ähm, ja, für mich war das nicht FC Bayern-like. Und hätten wir das vierte gemacht, ja, dann wäre ich damit einverstanden gewesen. Bei 3:1. Ich meine, Mainz, wir haben es im Griff gehabt, so ist es nicht, aber es kann's immer mal dumm 'n Tor fangen. Wäre ja auch fast noch so weit gewesen in der 78. Minute. Ja, und dann wird's spannend, ne? Dann hauen die noch mal alles raus und wenn du dann schon so in dem Negativmodus bist, da irgendwie, ja, weiß ich nicht. Aber gut, erste halbe Stunde war okay, war sogar mehr okay, war genauso die Leistung, wie wir sie gegen Schalke gezeigt haben. Ab da ist halt einfach so ein Schalter umgekippt, warum auch immer. Ähm, ja, was kann ich sagen? Alaba fand ich mega, generell so die letzten Wochen, Monate, was er auf der Innenverteidigerposition halt spielt. Dafür, dass er kein gelernter Innenverteidiger ist einfach mega. Ähm, Linke Seite, Davis und Perisic war heute nicht so gut. War okay, war ausreichend für die Bundesliga, aber ja, ich meine, guten Davis muss auch mal ein paar Schwankungen zugestehen. Bis dahin war er konstant in der Hinrunde und auch die beiden ersten Spiele in der Rückrunde. Aber da war heute nicht so der Zug drin, auch nicht so das Zutrauen, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber wie gesagt, ist bei so einem jungen Spieler halt einfach auch normal. Und Perisic, ja, weiß nicht, ob er da ein bisschen abhängig von war. Er hat sich Mühe gegeben, war heute aber auch nicht wirklich gut. Wer mir ganz gut gefallen hat, war noch Thiago. Ähm, Nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, auch so war er wirklich der Mann im Mittelfeld. Ich glaube, es tut ihm ganz gut, dass er so ein Kimmich neben sich hat. Kimmich hat sich heute zurückgehalten, was völlig okay ist. Er hat mehr den defensiven Part gemacht und ja, dadurch konnte Thiago ein bisschen aufblühen. Goretzka war auch okay. Ja, hat noch Luft nach oben in meinen Augen, war aber okay. Ansonsten Pavard war wieder gewohnt gut. Ein bisschen besser wie die letzten beiden Spiele, fand ich sogar. Ähm, ja, ansonsten Levi, ja, hast du gemerkt, er hat das Tor gemacht und dann war irgendwie auch so die Luft raus bei ihm. Wollte auch, glaube ich, nicht mehr groß was riskieren wegen der 5. Gelben. Dann wäre er gegen Leipzig gesperrt gewesen, wäre wahrscheinlich auch nicht so toll gewesen. Ansonsten positiv muss ich noch Boateng herausstellen. Ja, so diese Unsicherheit, die er immer hatte, auch in den letzten Wochen noch, die ist einfach weg. Er ist wieder so der selbstsichere Mensch, der Selbstbewusste. Gefällt mir gut. Hab oft genug draufgehauen auf den Jerome. Ich meine, er hat heute auch nichts zu tun gehabt, aber trotzdem muss man ihn heute mal loben. Hat souverän gespielt. Das bisschen, was war, hat der souverän da hinten gemeistert. Und ja, ich würde sagen, wir hauen mal einen Blick auf die Statistiken. Bisschen mir selber noch nicht wirklich angeguckt. Ballbesitz 68, ja, wie immer um die 70% so.
Fouls 14-10, ja, wir haben auch ganz gut gefoult heute, muss ich sagen. Vor allem in der zweiten Halbzeit. Zweikämpfe haben wir 60% gewonnen, Mainz 40, ja. Lieber FSV Mainz, was wollt ihr dann verlangen? Und ja, aber gleich dazu noch mal ein paar Worte. Schüsse gesamt 8:13, Schüsse aufs Tor 3:5, Ecken 6:4 für Mainz. Flanken 17:15, da seht ihr auch schon, dass wir halt, ja, 2 Gänge zurückgeschaltet haben. Zweite Halbzeit, ihr erinnert euch, gegen Schalke haben wir irgendwie über 30 Flanken gehabt. Jetzt gegen Mainz waren es 15. Gut, gucken wir uns mal hier das Weitere an. Schüsse insgesamt, Perisic 4, Levi 3, Goretzka auch 3, Torschussvorlagen, Levi 4, Thiago 2, Pavard 2. Gewonnene Zweikämpfe, ja guck mal, spiegelt sogar wieder, was ich gesagt habe. Thiago 14, Pavard 8, Levi 7. Stark für den Stürmer, dass er da so weit vorne mit dabei ist. Ballkontakte 116 Thiago, Pavard 107 und Alaba 103. Spiegelt auch wieder, was ich gesagt habe. Gefoult worden, ja, es ist sinnfrei. Ja, das ist die Statistik. Ich meine, spiegelt das Bild wieder. Hätten wir natürlich so weitergespielt, wie die ersten 30 Minuten gespielt haben, ja, hätten wir Mainz zerlegt. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Ich denke, man könnte zwischendurch auch einfach mal so ein 6-7-0 als Zeichen setzen, anbringen. Auf der anderen Seite, es kommen jetzt wieder die Wochen, wo wir alle 3 Tage spielen. Von daher muss man einfach damit leben, dass, wenn wir 3-0 führen, 2 Gänge zurückgeschaltet wird und die Kräfte eingeteilt werden, was auch völlig okay ist. Auch wenn man sich da als Fan vielleicht manchmal, so wie ich es gerade auch gesagt habe, mal wünschen würde, dass man mal so ein FSV Mainz mal komplett zerlegt. Ja, muss man aber nicht. Gut, notentechnisch denke ich, können wir auch noch mal kurz drauf eingehen. Aufstellung. Wer mir heute nicht ganz so gut gefallen hat, muss ich sagen, war der Müller. Ist ganz schwer ins Spiel gekommen, ganz schwer. Hat da nichts auf der Kette gekriegt. Er hat dann sein Tor gemacht. Alles gut, aber hat mir heute nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Gut, Neuer. Neuer hat uns einmal in der 78. muss man war, wo er noch dran war mit dem Finger. Ja, davor bewahrt, dass es nochmal spannend wird. Beim Gegentor konnte er nichts machen. Das war ein halbes Eigentor von Goretzka. Und sonst war der Manu souverän wie immer, gibt es von mir eine 2. Boateng, ja, wie gesagt, das ist schwer zu beurteilen da hinten. Bekommt von mir eine 3, weil wirklich gefordert waren die beiden da nicht. Pavard würde ich auch eine 3 plus geben. Ja, hatte das Tor schön vorbereitet, war sonst auch ziemlich aktiv auf der Bahn. Man hat es auch gesehen, Ballkontakte mäßig. Ja, also zwischen 2 und 3. Davies war eine 4 heute, war ausreichend, nicht mehr. War okay, wie gesagt. Aber war jetzt nicht so die Spielfreude, nicht so der Drang wie sonst da. Alaba bekommt von mir eine 2, auch wenn er genauso wenig zu tun hatte wie Jerome. Hat aber ein bisschen mehr so den Spielaufbau auch mit angetrieben und geht dann halt einfach auch mal, dann lässt sich so ein Kimmich fallen und sowas. Ja, ist halt mehr der spielerische Innenverteidiger. Ja. Kimmich, ja, kann ich heute auch nicht ganz so einschätzen. Ich würde sagen 3 minus. Es war okay, aber ich habe keinen besonderen, ja, keine besondere Aktion gesehen nach vorne oder sowas, auch nach hinten jetzt nicht. Er war also auf dem Platz, hat defensiv halt so viel weggemacht, so, aber war jetzt nicht irgendwie auffällig oder sowas, deswegen so 3 minus, würde ich sagen. Thiago war für mich auch eine 2 und war der Aktivposten wieder. Goretzka, ja, eine 3, eine gute 3, war okay. Levi, ja, also für Levi seine Verhältnisse war es schwach heute, muss ich ganz klar sagen. Eine 3. Ja, Perisic war auch nur eine 4. Wurde auch zu Recht ausgewechselt, genau wie Müller. Ja. Nur Müller hat noch ein Tor gemacht, ich gebe ihm eine 3 minus fürs Tor, ansonsten hätte er von mir auch nur eine 4 gekriegt. War heute gar nichts. War auch nicht so auch die Lauffreude war heute nicht so da irgendwo. Gnabry, Note 6, Leute. Gnabry, Note 6. Ja, 25 Minuten Zeit und
Das erste Mal, wo er mir aufgefallen ist, dass er überhaupt auf dem Platz ist, war, glaube ich, 65. reinkommen in der 85. Sagt alles. Note 6, Leute. Wenn ich reinkomme als offensiver, frischer Mann, dann will ich sehen, dass man sich zerreißt. Und ähm, meines Erachtens sitzt er auch zu Recht auf der Bank. Ihr kennt, wer hier mein Vlog zum FC Bayern verfolgt, kennt meine Meinung zum Gnabry. Ich bin da ganz beim Flick. Er kann ihn auf der Bank sitzen lassen. Wer nur nach vorne arbeitet, nicht nach hinten, hat in einer Mannschaft halt einfach nichts zu suchen. Ja, bin gespannt, wann er das mal einsieht und dann wird er mit Sicherheit auch seine Chance wieder kriegen. Coutinho war bemüht, hatte auch ein paar Aktionen. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass er auf dem Platz war, was man Gnabry nicht gesehen hat. Hat sich dann aber auch ein bisschen verhaspelt und so weiter. Ja, ist auch verständlich, dass er dann auch mal so eine Einzelaktion macht. Ja, er will halt einfach zeigen, er will spielen, ja. Und ja, für mich war es eine 3. Es war okay. Was ich halt immer ganz gut finde beim Coutinho, ist zwar so ein Künstler, aber sobald er irgendwie 18 Meter vom Tor ist, haut er auch das Ding drauf, ne? Was bei uns im Spiel halt so komplett fehlt irgendwie. Ja, der Goretzka hat, glaube ich, einmal in der ersten Halbzeit auch versucht gehabt. Aber ansonsten fehlt diese Variante bei uns im Spiel einfach komplett. Ja, Tolisso für die 3 Minuten kannst du leider nicht beurteilen. Ja, schade. Schade. Ich mag einen Tolisso und ist mega, mega stark auch nach vorne. Ja, der Flick setzt aktuell auf den Goretzka. Ja, er hat sich gesteigert jetzt. Gegen Schalke war er richtig stark. Heute war es so durchwachsen, so ein bisschen. War okay, war jetzt nicht schlecht. Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, ich sehe den Tolisso eigentlich vorne, muss ich sagen, vom Goretzka. Ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen torgefährlicher. Ist auch ein Box-zu-Box-Spieler. Wie sieht man sagt, Goretzka ist ein Box-zu-Box-Spieler. Ja, das kann der Tolisso genauso. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, er kriegt seine Chancen noch. Ich halte viel vom Tolisso und ja, wir werden sehen. Ich denke, aktuell hat er ein bisschen einen schwierigen Stand, genauso wie Coutinho. Ich denke, wenn man auf ihn setzen würde, würde er sich auch, er hat es ja oft genug angedeutet, aber wenn du halt nicht das Vertrauen hast, ja, und der Flick setzt du mal aktuell auf den Müller und ja auch nicht ganz so unrecht, wenn man sieht, wie viele Tore er vorbereitet und dass er auch wieder Tore schießt, auch wenn er ja immer wieder diese Fehlpässe und diese Zweikampf nicht annehmen vorne irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Aber so ist der Müller, ja. Muss man mit leben, wenn man auf den Müller setzt. Ähm, ja, ansonsten finde ich es immer ein bisschen schade, dass der Flick auch nicht mal irgendwie. Ich meine, Gnabry, bei den Leistungen, die er bringt, brauchst du ihn noch gar nicht mehr einwechseln. Da kannst du doch besser irgendeinen Jungen aus da reinhauen. Und den Gnabry mal einfach 2 Spiele zu Hause lassen. Also, wenn man eingewechselt wird und so eine Leistung darbietet, ja, gibt es kein Anspruch überhaupt irgendwie mal die Startelf zu rutschen oder irgendwie mal öfter eingewechselt zu werden. Also keine Ahnung, was er für Sorgen hat oder ich weiß es nicht. Ich denke, er war so ein bisschen einfach abgehoben. Es lief ja ganz gut unter Kovac für ihn und dann auch das Spiel in Tottenham und so und ja, aber auch da hat er schon immer vergessen, nach hinten zu arbeiten und ich denke, so der Flick sieht das halt auch und wird ihm das wohl auch gesagt haben und ja, dann spielt er halt nicht, ne? Dann spielt halt einer, der vielleicht offensiv nicht so die Qualitäten hat, der aber auch mit nach hinten ein bisschen was macht und ja. Ich bin da ganz beim Flick. Wie gesagt, ich halte viel vom Gnabry, wenn er mal seine Einstellung ein bisschen ändern würde und nicht immer nur alibimäßig nach hinten laufen würde, was er heute in der Schlussphase, wo man ihn dann mal gesehen hat, auch getan hat. Ja, ich würde mir einfach mal wünschen, dass ich mal einen Vollsprint, wie er nach vorne hinsetzt, einfach mal nach hinten sehe. Und nicht, dass er dann irgendwie 3 Meter, ach nee, nee, 10 Meter Sprint und dann so, ach nee, jetzt ist aber schon zu weit weg, jetzt bleibe ich lieber stehen. Alter, geht halt nicht, ne? Geht halt nicht, in meinen Augen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin zufrieden, war ein bisschen langweilig. Die ersten 30 Minuten waren interessant, danach war es ein langweiliges Spiel, muss man ganz klar sagen. Mainz haben nochmal alles versucht oder so, aber man hat auch gesehen, dass es halt einfach nicht mehr geht. Die haben für ihre Verhältnisse gut gespielt, fand ich auch zweite Halbzeit, aber ja, es war halt
wir haben es halt nach Hause geschaukelt und ja, Mund abputzen. Mittwoch ist Pokal, dann ist das Spiel gegen Leipzig. Ja, Leipzig gegen Gladbach haben wir uns ja auch noch einen Gefallen getan heute. Da können wir natürlich auch noch mal einen Blick auf die Tabelle werfen. Jo, wir sind wieder da, wo wir hingehören. Mit einem Punkt Vorsprung auf Leipzig. Ja. Ich denke, also normal müssen wir das Ding gewinnen, aber man weiß nicht. Kann immer alles passieren. Wir werden sehen. Aktuell sehe ich Dortmund am stärksten von denen, die jetzt hinter uns sind. Ja, wo man die Leipziger nicht unterschätzen darf. Man muss mal das Spiel abwarten. Ich meine, wenn wir da nur unentschieden spielen, ja, dann kann es richtig eng werden. Ne? Wie unentschieden spielen wir mit 43, Leipzig 42. Wenn Dortmund und Gladbach gewinnen, haben die auch 42. Ja, wir werden auf jeden Fall, so oder so, werden wir einen spannenden Meisterschaftskampf sehen zwischen den Vieren. Leverkusen, Schalke, ja, denke mal, da nach vorne geht da nicht mehr viel. Die Hoffenheimer haben mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Die sind jetzt auch wieder dran an Europa. Der Freiburg spielt natürlich noch. Ja, und dann hört es da auch schon auf. Dann ist da auch schon irgendwie keine Spannung mehr um die Plätze um Europa. Ne? Das ist halt Leverkusen, Schalke. Je nachdem, ob Hoffenheim konstant genug bleibt. Je nachdem, ob die Freiburger das irgendwie nochmal leisten können in der Rückrunde, was in der Hinrunde gelassen haben, was ich nicht ganz glaube. Ich würde es ihnen wünschen, klar. Aber ansonsten, ja, für mich ist Leverkusen und Schalke sind da so die Teams, die die beiden Europacup-Plätze da sich ausmachen. Klar, der 7. kann natürlich auch wieder reinrutschen, wenn hier irgendwas ins Finale kommt. Im DFB-Pokal, von daher ist ja auch nicht so uninteressant. Ja, alles andere ist hier Spiel um die goldene Ananas. In meinen Augen. Also, dass Hertha noch irgendwas mit dem Abstieg zu tun bekommt, denke ich nicht. Ich denke, ja. Paderborn, Düsseldorf, Bremen, Mainz, die werden bis zum Ende auch da unten drin stecken. Köln ist eigentlich auf einem ganz guten Weg. Wie gesagt, Hertha Union ist auch stark, einfach zu Hause und die werden ihre Punkte machen. Ich glaube nicht, dass sie da unten nochmal ganz jetzt reinrutschen. Ja, muss man natürlich abwarten. Klar, ist noch früh, ja. Wir haben noch 14 Spiele, kann noch alles passieren, aber das ist so meine Analyse der aktuellen Tabelle und ja, das soll es gewesen sein. Ne? Es gibt nicht viel zu berichten. Es war halt, wie gesagt, 30 Minuten gut, danach war es ein langweiliges Spiel. Auch nicht schön zum Angucken, muss man ehrlicherweise sagen. Und gucken wir mal. Ich glaube, wir spielen Mittwoch, oder? Ich gucke mal eben, wie viel Uhr wir spielen. Wahrscheinlich wieder 20 Uhr oder so ein Scheiß, dass ich wieder nichts sehen kann. Spiele. 2045, ja, super. Das ist super, Leute. Legendär. 2045 ist die beschissenste Anstoßzeit für mich, weil allerspätestens muss ich Viertel nach losfahren. Ich fahre aber meistens schon so 5 nach los. Ja, bedeutet, ich kann mir irgendwie 20 Minuten angucken. Das war's. Und dann eventuell die letzten 20 Minuten nochmal. Also voll für den Arsch. 2045. Ja, dann sehe ich gerade, wir spielen erst Sonntag gegen Leipzig. 18 Uhr. Auch nicht wirklich so meins, aber okay. Müssen wir mit leben. Danach spielen wir schon wieder Sonntag. In Köln, 15:30. Was ist denn los mit der Scheiße da? Dann spielen wir Freitag, 20:30, Alter. Gegen Paderborn. Kannst du wieder nicht gucken. Musst du wieder irgendeinen Dassen bezahlen. Junge, Junge. Ja, und dann ist 25.02. Dann geht es endlich wieder los mit Champions League. Das heißt doch aber, dass hier schon wieder irgendwo 9., 16. Nee. Ja, 21 Uhr spielen wir da. Eieieiei. Eieieiei. Und vor allen Dingen, was ich halt auch so lächerlich finde, 25.02. das Hinspiel in Chelsea. Erst am 18.03. ist das Rückspiel, Leute. Super nervig, oder? Das wäre genau vor meinem Urlaub und das Rückspiel wäre genau nach meinem Urlaub.
Ja, voll für 'n Arsch. Junge, Junge. Ja, da muss ich gucken, da muss ich mit meiner Arbeitskollegin mal irgendwie schnacken. Mal gucken, wer da Schicht hat. 'Ne Stunde später komme oder so was. Wir werden's sehen. Na ja, nicht nicht euer Problem. Gut, Leute, jetzt auch Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Rot-weiße Grüße gehen raus und wir hören uns am Wochenende wieder. Dann gucken wir mal, was Pokal gegeben hat und ja, wahrscheinlich hören wir uns sogar erst am Montag dann. Um 18 Uhr spielen werde ich wahrscheinlich gar nichts mehr aufgenommen kriegen danach, bis ich zur Arbeit muss. Muss ich mal gucken, dann muss ich Montag was aufnehmen. Ja, dann werdet ihr wahrscheinlich erst Montagabend oder Dienstag sehen können. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag und einen schönen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund, haut rein, bis dann.